So. Ach, die Haare sind irgendwie immer noch zu lang. Schon besser. Wobei jetzt ist das Video ein bisschen komisch, weil ich plötzlich kurze Haare habe. Ups. Hallo zusammen, also zuerst mal, ich hoffe, das Intro hat funktioniert, sonst wäre es nämlich ein bisschen dumm. Aber ja, ich habe gedacht, ich mache wieder mal so ein Video, wo ich halt ein bisschen mit euch reden kann, weil das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Das ist glaube ich schon ein halbes Jahr her, seit ich das letzte Video gemacht habe. Und ich habe auch ein paar Punkte, die ich mir extra aufgeschrieben habe, damit ich nicht vergesse, was ich alles sagen will. Darum denke ich, ich fange mal gerade an, weil sonst geht das Video wieder extrem lang. Also für den ersten Punkt muss ich euch da gerade mal rausnehmen. Die Wand ist jetzt grau. Wir haben so in der Ferien haben wir da die Wand nochmal neu angestrichen. Da haben wir gerade die eine Wand farbig gemacht, also halt grau, ja. Wenn ich mal ein bisschen zurückdrehe, ich finde, es sieht eigentlich noch recht schön aus. So, es passt, finde ich, mega gut. Auch da mit dem dunkelgrau und dem fast so bläulichen Stich irgendwie. Und da mit der Gitarre und dem Grau, ich finde eigentlich, es passt voll. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist zum Beispiel da, ich weiß nicht, ob man das sieht, da hat so weiße Pünktchen. Oder auch da, so, ja, da hat so weiße Punkte amix, weil durch das, dass die Wand halt so rauch ist es amix schwer gewesen, dass man halt die dann neu kann anstreichen mit einer neueren Farbe. Mit einer neuen Farbe, nicht neueren. Weil dann hat man amix immer noch drunter amix halt die andere Farbe gesehen, man hat es nicht komplett halt können anmalen, die weißen Klümpchen. Und darum hat man mit dem Pinsel viel drüber gehen und darum sieht man dann noch ein bisschen die Rückstände. Aber eigentlich, wenn man es so als Ganzes anschaut, finde ich, sieht das eigentlich voll schön aus. Auch da hinten sieht man eigentlich fast nichts mehr, außer halt wieder die Abdrücke von den Pinsel. Aber ich finde, wenn man dann das von hinten einfach anschaut als Ganz, finde ich, sieht das voll gut aus. Und ich bin voll zufrieden damit. So, tun wir auch wieder festmachen. Aber ja, ich bin eigentlich recht zufrieden, wie das aussieht. Aber ich hoffe einfach, dass es nie Kratzer an dieser Wand hat. Weil jetzt, sorry, wenn ich das sage, aber es war ein völliger Bullshit, um das anzumalen. Und ich hoffe, das müssen wir einfach nie mehr wieder machen. Aber ich bin trotzdem recht zufrieden, wie es rausgekommen ist. So, jetzt zum nächsten Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Es geht halt echt so ein bisschen darum, ich habe die letzten paar Wochen eigentlich fast nie aufgeladen. Was mich halt ein bisschen aufregt in dem Sinn. Weil halt, ich weiss auch nicht, wieso das ist. Also jetzt ist ja ein Januarloch. Also egal, was ich jetzt eigentlich aufstellen würde, es spielt keine Rolle, was, dann würde es einfach genau gleich rauskommen von der Bewertung. Was ja eigentlich normal ist eben zu dieser Zeit. Aber was ich in den letzten paar Wochen halt hatte, ist halt so, dass ich einfach irgendwie... Also ich habe schon Ideen, aber ich habe halt nicht so viele Ideen, wo ich denke, das ist etwas Cooles und dann hat man halt gerade so die Motivation, um es zu machen. Und also eben, ich habe schon ein, zwei Ideen, aber das Problem ist halt, das sind so eher grosse Ideen. Und im Moment ist es halt gerade so stressig, weil es ist halt eben als Schülerleben ist halt normal, am Ende des Semesters hat man halt mehr Prüfungen als normalerweise, weil alle Lehrer drucken noch ihre Prüfungen rein, damit sie halt genug Prüfungen gemacht haben. Und es ist auch so, dass ich in den nächsten paar Wochen, also geht unsere Klasse geht in die Hauswirtschaftswoche. Das ist, also im Gymi ist es so, also zumindest in unserem Gymi, dass man nicht so wie in der Oberstufe so Zeugs hat wie Kochen und Handarbeiten, Werk und so, das hat man alles nicht. Dafür hat man ein Lager, das 3 Wochen geht, wo man dann eben so Zeugs einfach die ganze Zeit durchmacht. Und dann ist es halt so, wir haben es jetzt gerade am Ende des Semesters und darum haben wir haben jetzt zwischen der Sportferien und dem Lager, das anfängt, haben wir 2 Wochen Schule nur. Und dann haben alle Lehrer praktisch auch nochmal eine Prüfung reingedrückt. Das heisst, wir haben jetzt in diesen 2 Wochen, glaube ich, 8 Prüfungen oder sogar mehr gehabt. Vielleicht lachen jetzt ein paar, weil sie denken, das ist nicht viel, das ist mir eigentlich egal. Aber für uns ist es schon recht stressig. Und dann ist es so, am Wochenende, also man macht die Woche durch, macht man Prüfungen. Und dann am Wochenende tut man dann eigentlich einfach nur noch lernen. Und ich habe jetzt Glück, dass ich das Video überhaupt aufnehmen kann, weil wir haben, also es ist jetzt das Wochenende zwischen diesen 2 Wochen. Und die 2 Wochen ist nicht so streng wie die erste, finde ich. Und darum habe ich jetzt überhaupt Zeit, um ein Video aufzunehmen. Und ich weiss gar nicht, ob ich das dann schneiden kann morgen, also am Sonntag. Darum muss ich noch schauen. Aber es ist halt einfach extrem stressig in der letzten Zeit. Und dann kommt man gar nicht dazu, so grosse Projekte überhaupt mal auszudenken. Und halt dann überhaupt mal anfangen, irgendetwas zu filmen. Weil ich habe noch so viele kleine Sachen, die ich mal aufgenommen habe in der Weihnachtsferien oder vorher, die ich eigentlich gerne noch schneiden will, die dann halt so auf Insta oder so würden kommen. Und ich habe noch nicht mal angefangen damit. Ich habe noch so viel Zeugs. Dann habe ich eben so die grossen Ideen, die ich noch ausarbeiten müsste. Ich habe
Es ist echt so viel Zeugs, wo man dann macht man sich so ein schlechtes Gewissen, weil man irgendwie eben seit ein paar Wochen nicht mehr aufgeladen hat oder einfach unproduktiv ist die ganze Zeit. Aber man kann halt nie richtig abschalten, was mich halt aufregt. Und darum muss ich halt schauen, wie viel jetzt in den nächsten paar Wochen überhaupt online kommt. Das Gute ist an diesem Lager, dass wir am Wochenende heim dürfen. Man kann dort bleiben, wenn man Lust hat, aber ich glaube, das macht überhaupt niemand, weil wer will denn schon? Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und dann kommen halt praktisch alle heim. Und dann hat man halt keine Prüfungen mehr, weil wir jetzt alle machen. Und dann kann ich jetzt vielleicht halt an ein paar Videos arbeiten oder halt einfach mal anfangen, überhaupt die Idee zu entwickeln. Darum bin ich da recht zuversichtlich, vor allem eben, wenn dann ein Semester fertig ist, hat man ja Sportferien und nachher fängt das neue Semester an und dann hat man praktisch keine Prüfungen. Darum habe ich eigentlich das Gefühl, dass in den nächsten paar Wochen, dass es dann wieder besser laufen hoffentlich, wenn da mein Ideenblock endlich mal weggeht. Ich hoffe, das geht dann auch. Aber ja, fertig Monolog. Ich weiss gar nicht, was ich noch zu sagen habe. Ich glaube sogar alles. Wow, man hat schon so ein kurzes Video gegeben mit Informationen. Aber nochmal schnell zu dem Ideenblock, falls ihr einfach irgendeine Idee habt, wo ihr gerade denkt, das ist vielleicht etwas Cooles, was ich machen könnte, wo ihr einfach denkt, dass das etwas ist, was ich gerne machen würde oder halt einfach, wenn ihr denkt, das muss er unbedingt mal machen. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin immer froh, wenn ihr irgendwelche Ideen oder sonst Vorschläge bringt. Auch wenn ihr sonst irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne wollt, dass ich es verbessere, ob es jetzt ist von einer Idee her oder eben von so Zeugs, was ich kann verbessern, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare rein. Ja, also ich bin zwar immer recht streng, wenn so andere Leute mir Ideen geben, auch ich habe schon recht viele Ideen von Kollegen so abgelehnt, darum sind nicht traurig, falls euch dann vielleicht nicht akzeptiert, also akzeptiert nicht so fies, aber halt, wenn ich die jetzt nicht gerade eine gute oder eine passende Idee finde, aber es kann ja immer sein, dass irgendeine Idee da ist, wo ihr denkt, das könnt ihr machen und ich finde die dann auch cool. Darum ja, schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare und ja, dann würde ich auch schon sagen, ist das mit dem Video und ich sehe euch hoffentlich nächsten Montag. Tschüss! Also, macht euch nicht zu viel draus wegen dem nächsten Montag. Wie gesagt, ich weiss nicht, ob ich das anbringe.